So, jetzt sollte alles laufen. Perfekt. So, willkommen zu einem weiteren Livestream. Das ist wieder einigermaßen spontan. Ich habe wieder absolut. Was ist jetzt los? Ich habe wieder absolut nichts vorbereitet oder sehr, sehr wenig. Genau. Ich tue da jetzt den Rose. Oder bist du eine Stute? Du bist eine Stute. Ich tue ein Roseblatt leveln heute. Das war ein American Paint, habe ich auf dem Bazar gekauft. Genau. Dann legen wir doch mal los. Da drin riecht, weil ich nur allein bin. Okay. Genau, ich habe wieder mal absolut kein Gesprächsthema für heute. Aber mal schauen, irgendetwas wird mir da schon in den Sinn kommen. So. Ja, das tun wir schon öffentlich. Gut. Genau, das Jumpy ist ja gerade da zum Moorland. Dort hinten sind sie gerade dran. Nice. Ah, darum liegt es ab und zu ein bisschen. Das erklärt's. Jetzt können wir noch schnell die Liste aufmachen, wo ich etwas aufgeschrieben habe für heute. Wir sind ja gerade nur mit aktiven Zuschauern und das andere geht, jetzt geht so lustig aus, wenn so ein Jump ist und 10.000 Spieler aufs Mal da durchreiten. Ah, jetzt kommt wieder die Warnung. Genau. Zuerst ist immer sehr gute Verbindung und dann kommt immer Warnung, die aktuelle Bitrate des Streams, irgendetwas. So, der Roseblood. Nein, warte, das ist Stute. Roseblood. Es ist bald Level 4. So. Okay. Aber wie gesagt, ich habe wieder absolut nichts vorbereitet. Aber ich mache es einfach, weil es Spaß macht. Also von dem her. Und auch wenn niemand wirklich aktiv ist, dann mache ich es einfach für mich. Das ist auch schön. Ich habe wieder mal einen Frosch im Hals. Genau. Die Frage ist, ich habe ständig immer einen Zuschauer und der verlässt immer den Stream gerade sofort wieder und ich weiß nicht wieso. Okay. Moment, könnt ihr schnell toll zusammen Musik zum Rennen. Da schnell Notizen. Gut. Jetzt geht's, habe ich schon 15 Sekunden dabei, bin ich gerade mal jetzt gestartet. Genau. Ich habe heute ein bisschen gequestet auf meinem anderen, also auf dem Let's Play-Account. Weil ich muss jetzt Level 16 erreichen, bevor es weitergeht.
Und das dauert noch ein Zeitchen. Ich muss noch irgendwie 3000 XP farmen. Also erquesten. Und ja, und erst dann geht es in der Hauptstory weiter. Aber es hat voll Spaß gemacht. Ich habe nebendran meine privaten Level-Talks gelost, geschaut, inner gelost. Und ja, wenn man nebendran etwas schaut oder lässt beim Quest, macht es einfach so viel mehr Spaß irgendwie. Vor allem, wenn man seinen Lieblingsfilm nebendran schaut. Es gibt fast nichts Besseres als Questen und nebendran den Lieblingsfilm schauen. Und der Roseblood ist Level 4. Yay. So. Gut, dann Basisstrecke. Genau, ich habe das schon in meinem letzten Stream gesagt, gestern, wo ich auch wieder ganz spontan gestreamt habe. Wie sich so meine Videos entwickelt haben. Oder auch meine Level-Talks. Es ist voll krass. Ich bin so voll ruhig gewesen, so in mich hineingekehrt. Und ja, einfach so ein bisschen leislich geredet irgendwie. Also leislich eher ein bisschen unmotiviert. Aber dann würde ich jetzt nicht unmotiviert sagen. Das ist wieder unglaublich heute. Und hip. Oder auch nicht. Gut gemacht, Roseblood. Echt gut. Wir haben nicht Schuld immer am Ross geben, wenn man einen Fehler macht. Dabei ist der Boden ab und zu so komisch uneben, sodass das Ross irgendwie nicht springt. Und ja. So. Okay, was habe ich da so Schönes? Ups. Genau. Ich finde mein Outfit und die Ausrüstung irgendwie super cute. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das vor dem Stream noch schnell zusammengestellt. Also das Pferdeausrüstung meine ich. Und ja, es passt extrem zu meinem Set, wo ich auf dem Spieler drauf habe. Ja, die macht es auch gerade. So. Ich bin gespannt, wenn so die ersten aktiven Zuschauer kommen. Also die Ausrüstung hat leider ziemlich schlechte Werte. Ich habe jetzt mit dem Hufeisen nur 7 Geschwindigkeit und das ist schon ziemlich wenig. Aber dafür, ich meine, wenn ich levele, schaue ich nicht so krass auf Geschwindigkeit. Aber es ist mega herzig. So, und die beiden Rösser möchte ich auch gerne, so ein magisches nordschwedisches Kaltblut und ein magischer Lusitano. Oder zumindest so in dem glänzenden Gold. Weil das jetzige
Winfell, das Goldige. Das glänzt nicht so schön. Das finde ich so schade. So das, was wäre richtig cool zum Kaufen. Ich meine, es existiert ja in SSO. Also könnt ihr jetzt auch das hinzufügen. Okay, da einmal ausweichen. Ich glaube, morgen nehme ich noch ein Video auf und es wird dann mega lang. Da werde ich jetzt nicht zu viel verraten. Ich am Dienstagabend überhaupt nicht auf YouTube unterwegs. So, und jetzt auf die Ball drauf. Es sieht halt schon mega speziell aus irgendwie. So. Und das Rennen ist beendet. Perfekt. So, und jetzt ab nach Fort Pinta. Ich habe es früher immer mit Port Finta verwechselt. Ich weiß nicht, wieso ich so blöd war. Also, wo ich mit das so angefangen habe ich immer gemeint, es heisst Port Finta und nicht Fort Pinta. Ich kann mir das nicht merken. Es war richtig schlimm. Ups, jetzt hat es gerade kurz geleckt. Und schon wieder, irgendwo sind da ein bisschen viele Spieler oder so, oder wieso leckt es so? So, da vorne haben wir Fort Pinta. Und schon sind wir da. Yay! So, einmal zum Ricky Winter. Well, heißt er. Es kommt coole Musik. Wuhu! Okay, über was kann ich noch reden? Die Frage aller Fragen. Ich habe in letzter Zeit so viel Freude am Embermane, heisst es. Das eine Urpferd, das man da in Fort Pinta kaufen kann. Ich weiss nicht, wieso ich das so toll finde. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber meine Lieblingsrasse ist ja andere. Also nicht Tourpferd. Im Fall Tourpferde sind auch toll. Aber ja, jetzt nicht meine Lieblingsrasse. Und ich freue mich schon, wenn es auf dem Let's Play-Account mit der Story weitergeht. Und dann kann ich wieder voll reinsuchten. So wie sonst am X noch bei den anderen Accounts. Ich sage jetzt nicht, wie viele Accounts das ich habe.
Ja. Ich muss mal schauen, wie lange das ich heute streame. Also ich habe morgen frei und darum kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen länger als sonst streamen, weil das ist halt schon richtig cool. Dann werden wir dann wahrscheinlich absolut kein Gesprächsthema mehr ins Hinkommen. Zeit für eine Pause. Oh ja, gern. Das habe ich heute auch nicht gemacht. Bei der gestrigen Stream war irgendwie gar nicht mal so gut gewesen, irgendwie. Irgendwie bin ich so müde gewesen und meine Hirnleistung ist nicht mehr richtig gut gewesen und ich habe mich ständig irgendwie verredet. Ich hatte so Sprachstörungen gehabt. Ja, gut, ja nicht immer, aber wenn ich müde bin, sind die ein bisschen schlimmer. Und Roseblood ist Level 5. Yay! So, dann geht es da zu der malerischen Rundstrecke. Malerische. Ja, Rundstrecke, genau. Und da die Musik ist auch richtig entspannend. Und ich finde, mein Set und die Ausrüstung passt eigentlich irgendwie voll zu dem Ross. Ich weiß gar nicht wieso. Es ist einfach so cute. Roseblood ist der letzte Paint, der mir noch gefällt hat in den Paints. Ja, macht Sinn. Das Rennen habe ich auch einmal an einem Tag. Also an einem Tag habe ich das Rennen einfach zweimal gemacht. Einmal so wie jetzt, so ganz normal, und einmal einfach aus Muscle Memory. Nachher, wo ich plötzlich wieder in Fort Pinta war, bin anstatt beim Strandrennen, habe ich mich so gefragt, hey, wieso bin ich jetzt wieder da oben? Was habe ich denn jetzt gemacht? Mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass ich einfach das Rennen nochmal geritten bin. Und ich weiss nicht, wie das hat passieren können. So, da wieder Fort Pinta. Ich könnte mal ein Rennen mit Reshade machen. Und schauen, ob ich das dann noch nicht kriege. So, wäre das auch gemacht. Perfekt. Und jetzt aber zum Strand rennen und hoffe, dass ich nicht aus Versehen das andere Rennen nochmal mache. Jubela. Schnell die Jute mitnehmen. So. Und dann haben wir das Strandrennen schon. Perfekt. Ich glaube, seit dem Sommer-Event haben sie da die Musik bei dem Rennen geändert. Oder meine ich das nur? Also die finde ich auch toll. Ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher war. Ups, dadurch geht's. Ich glaube, nachher ist das Fort Pinta Jump, kann das sein? Also, ich jetzt sowieso nicht, aber. Ja, einfach aus Neugier. So. Und jetzt ab zu der Steves Farm und den Allgemeinsilberglade und den Landgut, den Kürbisfarm und so weiter.
Oh, ich freue mich schon auf morgen, wenn ich dann ein langes Video mache. Ich bin so gespannt, wie das wird. Ups. Wenn man will, da abkürzt, ab dann dafür halb in die Laterne reinläuft. Oder reinreitet. Irgendwie hat das so einfach etwas an sich. Ich finde es voll cool. Jetzt ist schon länger niemand mehr da ins Stream gekommen. Aber was soll's. Und da wären wir schon. Steves Farm. Wegen dem einen Mulli bin ich mir immer noch unsicher, da wegen dem Grauen, ob ich mir das holen sollte. Das ist Dienstag, genau. Oder? Dienstag, ja. Kurze Verwirrung. Oh, ich hatte hier Abkürzung langsam Intus. Das ist cool. Wieso noch Leute? Mein Handy. Ah, unglaublich. Ich glaube, du kannst auch einfach so drüber laufen, genau. Und gemeinsamen Moment. Und ich glaube, nach dem Rennen habe ich das Level up. Wieder einmal. So, wäre das auch gemacht? Perfekt. Und das Level up. Roseblood ist Level 6. Yay. Also nochmal schauen wegen dem Muli. Weil ich will eigentlich meine Starcoins sparen. Das Graue. Der andere mit irgendwie dieser Mähne. Ist die Mähne passt. Ja, die Mähne da. Ja, das wäre so cute. Vor allem, es sieht dann viel mehr aus wie ein Esel. Und so ein Esel in so reiten wäre halt sicher cool. Ich muss mir noch überlegen. Aber ja, wäre halt schon super süß. Okay, weiter geht's. So. Ich weiß, ich bin da nicht gerade der Schnellste. Aber das ist mir eigentlich egal. Also solange die Ausrüstung gut aussieht, sind mir die Werte im Prinzip egal. Ich finde, es passt einfach gerade perfekt irgendwie und ja. So wäre das dann auch gemacht. Dann noch das zweite Teil, Springgymnastikübung. Okay.
Ups, jetzt hat es gerade ziemlich geleckt. So, und dann wird das Rennen, glaube ich, auch gerade gemacht. Dann geht es zum Windmühlenrennen. Ich ab und zu ziemlich schnell bin. Aber ich glaube, damals schaffe ich meine beste Zeit eh nicht. Mit der Ausrüstung und dem tiefen Level. Okay. Das wäre auch mal eine Challenge. Ein Level 1 Ross mit der schlechtesten Ausrüstung überhaupt oder gar keine Ausrüstung und dann damit ein Jumpy reiten. Dann mal schauen, wie lange das man braucht. Das wäre doch mal eine Idee. Mal schauen, wie schnell ich jetzt da bin. Einmal dann Baum um. So. Ja, das Hassenrennen, das da ist, mache ich auch nie. Weil ich mag einfach Zeitlimits so nicht. Also das da ist jetzt okay, meistens, wenn es nicht so knapp ist. Also dann ist es voll okay. Aber wenn du so ein Zeitlimit von 2 Minuten hast oder so, ist das einfach purer Stress für mich. Und ich mag das allgemeine Spiel nicht jetzt auch außerhalb von SSO. So das doofe Zeitlimit. Und ja, darum mache ich unter anderem das Hassenrennen nicht und das in New Hill Crest. Das mache ich auch nicht, weil dort hast du irgendwie 8 Sekunden Zeit zwischen diesen Checkpoints bei den meisten. Und wenn du dann einen Fehler machst, dann hast du am Ende noch irgendwie höchstens 1 Sekunde übrig und den Stress tue ich mir nicht an. Genau. So, dann gehst du zu dem Müllpferd. Dort noch die täglichen 200 XP abholen. So, und da wären wir. Hoi Müllpferd. Hallo. So, und jetzt ab zu der Winterjuni. So. Einmal das Herdöpfelrennen. Wieso auch immer das so heißt. Wieso sollte man da über Gemüse springen? Was ist der Sinn dahinter? Da chillen sich irgendwie zwei. Wieso nicht? Gut, das Rennen wäre ja auch gemacht. Ich gehe 3 Sekunden langsamer. Und ich bin nur Level 6, also ich glaube, so viel langsamer würde ich gar nicht sein. Trotz der Ausrüstung. Und so, das Barrel-Rennen. Bin ich auch nicht die schnellste, jetzt allgemein. Okay, und das letzte, dann wäre die Winterjuni auch schon wieder gemacht. Ich glaube, ich level einfach viel zu schnell. Kann das sein?
Vielleicht tue ich irgendwann mal ein paar Rennen bei meiner Levelroute hinzufügen. Aber da muss ich nur schauen, welche. Vielleicht irgendwie in Mannheim oder so. Und dann, ja. Dann mal schauen, wie ich das meine Route rein tue, sodass es auch ein bisschen Sinn macht. Wie weit ist der Weg? Redwood Point, ja gut, das ist jetzt nicht so weit. Könnte ich einmal direkt nach Redwood Point, anstatt zum Mondsicheldorf, könnte ich aber einfach rauf nach Mannheim. Mal schauen, ob ich mir das angewöhnen kann. Oder ganz vielleicht auch aus New Hillcrest rennen. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob ich mir das wirklich da tun will. Okay, dann das Rennen, aber ich auch nicht so mag. Ich mache es trotzdem. Vor allem, es hat coole Musik. Das macht wenigstens etwas aus. So, bin da rundum. Also ich werde auf jeden Fall nicht Gold holen. Weil es ist allgemein nicht so einfach mit normaler Ausrüstung das Rennen zu schaffen mit Gold. Und mit einer schlechteren Ausrüstung ist es ja noch schwieriger. Wenn es Sinn macht. Ja, was geht da durch? Gut, und jetzt der Endspurt. Da geht alles nur noch geradeaus. Na gut, so knapp ist es jetzt gar nicht gewesen. Nicht mal 2 Sekunden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, dann gebe ich das schnell ab. Und schon wieder das Level up. Roseblood ist Level 7. Juhui. Ah, das Flachs vielleicht noch mitnehmen. So. Gut, dann geht es aber zu diesen 3 Rennen da vorne. Oh, ich freue mich schon, wenn ich wieder questen kann auf dem anderen Account. Das wird so toll. Dann auch wieder meinen Film schauen. Ich habe mal an einem Tag so viel gequestet und immer wieder den gleichen Film geschaut. Und das 3-mal hintereinander. Und der Film geht in 1 Stunde 10 Minuten. Es war so toll gewesen. Kann ich das Flachs einsammeln? Ja, perfekt. Moment, welches Rennen habe ich jetzt gerade angenommen? Das Weingartenrennen. Wieso habe ich das angenommen? Ich mache eigentlich immer zuerst die oberen. Okay, dann why not? So.
Und hip. Und hip. Und gerade nochmal. Bleib du. Und da vorne ist schon das Ziel. Juhui. So. Ich habe wirklich zuerst Unterstag genommen. Ich kann eigentlich das da wählen. So. Ups, jetzt hat es wieder geleckt. Wieso auch immer das so häufig leckt. Mal schauen, ob ich die Abkürzung da schaffe. Und perfekt. Ziemlich gut durchgekommen. Einmal bin ich dem Hindernis da ausgewichen und ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Ich bin einfach so geistesabwesend, gewesen, dass ich einfach beim Checkpoint vorbeigeritten bin und einfach nicht mitgenommen habe. Ja, ab und zu bin ich echt lost. Genau, und ich weiß nicht wieso. Es ist wahrscheinlich einfach so. So. Und das letzte Rennen. Ich hoffe, dass mit der Lautstärke alles stimmt. Aber scheint alles gut zu funktionieren. Und hip. Okay. Dann geht's da wieder ab. So. Ups. Nicht da in die Heuballe rein, bitte. Und schon wieder ein Lag. Wieso laggt das heute so? Ich habe keine Ahnung. Gut, das wären die 3 gewesen. Und jetzt ab zu der Rita Arena. Die haben auch mega tolle Musik, die Rennen, die da sind. So. Weil früher hat mir der Gedanke eigentlich immer gefallen, dass mir andere zuschauen können. Und jetzt macht das tatsächlich. Das ist voll cool. Und wenn der Käsebombe einen Lastwagen hat, das Ross.
Nicht da drin. So. Gut wäre das Rennen auch gemacht. Perfekt. So, dann muss ich da schnell etwas nachschauen. Ups. So. Gut. So, dann das nächste Rennen, die zweite Sprungbahn der Baroness. Da hinten geht es weiter. Wieder mal kurze Verwirrung. So, und dann da drüber. Ich finde die Hindernisse jetzt auch so cool, was da irgendwie neu gemacht haben. Das ist viel schöner irgendwie als so einfach nur Stangen und so. Und das letzte. Ups, ups, ups. Ja, ist gut. Wow. Was ist das gerade gewesen? Einfach einmal durch den Boden und dann einmal abgehoben. Nice. Da sind jetzt einfach die Stangen weg. Upsi. Gut, dann geht es wieder zu der Arbeitsreitweise nachher, nachdem ich die Rennen abgegeben habe. So. Da chillt jemand. Rutscht ja noch weiter, Roseblood? Meine Güte. So. Einmal die für Fortgeschrittene und dann nachher die für Anfänger. So. Dann geht es hier bei diesen Fässern ein bisschen rundum. Na gut, logisch. Wäre komisch, wenn es da nicht rundum ginge. Okay, da bin ich jetzt relativ gut durchgekommen. Und es ist schon fertig. Kann ich jetzt... Nein, wegen einem Hundertstel. Ich glaube es nicht. Wegen einem Hundertstel habe ich nicht genau 50 Sekunden erreicht. Nö. So. Ich habe da so eine random leere Cookie-Dose auf dem Tisch. Ich weiß nicht, was die da macht. Ich bin einfach zu faul, um sie wegzuräumen. Aber ja. Ich habe mal so eine Vitrine gehabt, für so ein Kallax. Also so ein Regal. Und dort hatte ich dann so ein bisschen Kunstpflanzen drin und einen Meteorit. Und komplett random
leere Red Bull-Dose. Und es hat irgendwie voll dazu gepasst. Das ist ein bisschen komisch, so Meteoritpflanze und Red Bull. Aber es hat irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie passt es einfach. So das Grün mit so einer random Aludose. So. Genau. Aber die Dose habe ich schon lange wieder entsorgt. Keine Ahnung, wieso dass ich die jetzt mitnehmen soll. Also ich bin schon ein paar Mal gezügelt und... Huch. Und ja, ich habe keine Ahnung, wo die Dose ist. Und wieso rede ich über eine leere Red Bull-Dose? Und aber seit dem Vorfall trinke ich kein Red Bull mehr. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und ja, ich habe bessere Alternativen gefunden. Und so. Okay, ich brauche ein Thema. So wie immer eigentlich. Ähm, Das Gartenrennen war früher auch irgendwie cooler gewesen, bevor sie das Landgut neu gemacht haben. Okay. Ich meine, ich glaube, es waren Pferdestatuen, die dort waren, in einem Mondgarten oder so. Auf jeden Fall dort, wo sich gegangen ist. Und irgendwie hat es voll etwas ausgemacht. Also das alte Landgut vermisse ich schon ziemlich. Vor allem, weil ich heute eben einen privaten Leveltag geschaut habe von mir. Und da bin ich noch im alten Landgut am Questen gewesen. Irgendwie ist es echt schade, dass es jetzt einfach weg ist. Das ist mega schade. Okay, und jetzt geht es wieder zu der Kürbisfarm. Ah, ich finde Golden Hills so schön. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich da anreite. So. Da, alte Reitbahn. Ich sollte echt vorsichtiger sein mit Wasser trinken. Ähm, Ich schaffe es die ganze Zeit, dass da etwas ausleert. Ich bin echt Profi in dem. So. Und ich freue mich, wie schon irgendwie 10 Millionen Mal gesagt in meinen Streams. Ich freue mich extrem auf das Halloween-Event. So, jetzt nochmal in die andere Richtung.
Und Roseblood ist ja bald Level 8. Das ist schon noch krass, wie schnell das geht. So. Ups. Es ist immer so mühsam, wenn es so selbstständig lenkt. Du musst so gegensteuern. Und schon wieder ein kurzer Leg. Ups, was ist das gerade gewesen? Gut. Hätten wir das auch gemacht? Sind schon beide gewesen? Nice. Okay. Mal schauen, wie weit das Roseblood heute kommt. Vom Level her. Uiui. Den Sprung fast nicht geschafft. Nice. Also nicht nice, aber ja. Okay, wäre das Rennen auch bald geschafft? So. Ich kann schnell schauen, was da schon etwas kommt. Ah, dann bist du einer von denen, der da die ganze permanent zuschaut. Gut, Roseblood ist Level 8. Yay! Tipptopp. Dann das Fuchsrennen. So. Moment. Ich muss schnell etwas machen. Ähm. Und jetzt haben wir immerhin tolle Musik. So. Okay, das ist ein bisschen komisch da. Okay. So. Bin da durch den Laubhaufen durch. Obwohl, ich muss jetzt doch schnell in die Stream-Einstellungen gehen und dann mal etwas nachschauen. Stream-Einstellungen. Da inner. Ähm.
Anpassen. Genau. Wer darf Nachrichten senden? Habe ich auf alle. So, es sollte ja eigentlich gehen. Spiel weiter. Ja, ja, ist gut. So, okay. Huch. So. Oh Gott, ich muss noch OBS nochmal. Ups. So, damit ich weiß, ob sie sich sehen. Perfekt. Und weiter geht's. So. Okay, ich habe jetzt über 2 Minuten gebraucht in diesem Rennen. Das ist auch ein neuer Rekord. Schaffe wahrscheinlich auch nur ich. Gut, dann weiter zu den Golden... Nein, warte, zum Golden Hills Valley Stall. Früher wollte ich nie in den Wald rein, weil es hat irgendeinen NPC bei einer Quest gegeben, der gesagt hat, dass man sich in dem Wald verlauft und alles und dass der mega gefährlich sei. Und dann, wo ich dort innen bin, ist er gar nicht so gewesen. Und ich frage mich so, wieso hat der NPC das gesagt? Die Gegend ist irgendwie auch noch schön. So wie Fischerdorf und so. So ein schnelles Recyclingmaterial einsammeln. So. Ich meinte, ich sollte da vielleicht drin wieder ne? So, einmal absäften. Ups, ich kann nicht das verfehlen. Perfekt. Gut, dann die rennen da beim Golden Dings da Stall. Ja, gut, dann habe ich ja vorher schon gesagt. Ach. Normalerweise kommen mir das richtig tiefe Themen in den Sinn, da in den Golden Hills. Aber leider auch nicht immer. So. Okay. Und wieder da durch. Ups. Nein, ich konnte die Färberröte noch einsammeln. Doof. Dann haben wir da durch. Genau. Und es wäre geschafft. Ich glaube 5 Sekunden länger als sonst. So, dann das nächste. Nochmal einfach in die andere Richtung. Was ist 8:30? Das ist schon krass. Wie schnell, dass die Zeit wieder rumgeht. Warte, nein, 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 wieso kann ich da oben durch? Das passiert mir dann nicht zum ersten Mal.
Es ist so schlimm. Ab und zu ist meine Konzentration einfach flöten. Und ich weiß nicht wieso. Es gibt einfach so Tage. Und dann gibt es wiederum Tage, wo ich voll konzentriert bin. So. Und ich will schnell etwas nachschauen, wenn ich jetzt da. Moment. Das ist schnell neu laden. Okay, das ist ein bisschen komisch. So. Okay, weiter geht's. Die kleine Sprungbahn, wo ich unter 14 Sekunden bin. Also, wo ich das geschafft habe. Ich bin dort so konzentriert gewesen. Aber das Dorf ist einfach durchlaufen, kann man nicht, weil die Checkpoints ein bisschen weiter oben sind. Ups. Ja genau, so kann man es auch machen. Und das Flachs will ich noch. Yay. So. Und das letzte Rennen, das da bei den Golden Hills ist. Und der erste Sprung ist schon verkackt. Kann ich die Jute? Ja, kann ich. Super. So. Den so. Und den da gerade normal. Dann da schön den Strand entlang. Und da wird mir applaudiert aus irgendeinem Grund. Da hat's Camilla. Nice. So, und dann hätten wir es bald. So. Und genau kurz vor dem Ziel hat es gelegt. Wunderbar. So. Und dann wäre es schon gewesen, da. Nachher geht es weiter zu der Rennstrecke. So. Perfekt. Rennstrecke der Baroness. Ah, das ist nervig. Okay. Das da. Ups.
Wieder mal einen Sprung verkackt. Und schon wieder. Ich bin echt langsam Profi in dem. So. Und dann musst du nicht reingüchseln. Nein. Okay. Ups. Ich bin zu früh abgesprungen. Okay. Dann habe ich auch noch eine spezielle Bestzeit. Mir ist gar nicht aufgefallen, wenn ich die geschafft habe. So. Ich freue mich schon so aufs Wochenende. Es wird wieder mega schön. So. Aber bevor das Wochenende kommt, muss ich zuerst noch den Donnerstag hinter mich bringen. Und ja, aber das wird schon. Und die letzte Runde und dann wird das Rennen auch gemacht. Perfekt. Schön ein bisschen über eine Minute. Okay, dann geht es wieder zum Observatorium. So. Gut, einmal Observatorium ausrennen.
Und hip. Dann haben wir lieber den Stein drüber. Jetzt gerade 3 Moos. Cool. Jetzt kommt alles mit. So, wäre das jetzt auch gemacht. Dann Whaledale. Das allgemeine Whaledale. Zuerst zu dem einen Licht trennen. Und dann nachher zu den anderen. Gut, logisch. Hat es da irgendetwas zum Einsammeln? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Ist vielleicht der Midnight gerade irgendwo da? Yay, da ist er. Hello Midnight. Hey du. Irgendwie ist er auch cute. Gut, mal schauen, ob ich den Aurora finde. Sie müsste irgendwo da unten sein, wenn ich Glück habe. Ja, da ist sie. Ich habe gerade beide gefunden. Das ist perfekt. Es gibt auch wieder schön XP fürs Ross. So. Okay, und dann da Glühwürmli sammeln. Und da ist eine Goldmelisse. Kommt auch mit. Und weiter geht's. Und dann hätten wir das auch gerade geschafft. Jetzt dann, in wenigen Sekunden. Perfekt. Dann nehmen wir abgeben. Und weiter geht's. Oh, sehr leicht. Nice, das sammle ich jetzt gerade schnell ein. So. Da hinten ist keine gefangene Tasche, oder? Nein.
Also wenn ich Glück habe, ist das Birkenross noch unterwegs irgendwo. Aber ich sehe es gerade nicht. Schade. Egal. Gerade dann das andere Licht dran. So. So. Ja, dann geht's da rauf. Wenn man nicht weiss, was redet, halt, tut man einfach in die random Spiele kommentieren. Zum Beispiel, jetzt geht es da rauf, jetzt springen wir da drüber. Oder da drüber und da hat es Stein, da hat es Wasser, jede Menge Pflanzen. Kann man sogar einsammeln. Pilz hat es auch und das Birkenross steht da. Genau, dann, wenn ich im Rennen bin, trifft sich natürlich super. Gut, und das Rennen wäre jetzt auch beendet. Tipptopp. Heißt 39. Das ein flaches Wetter noch. So. Und das Recyclingmaterial da unten. Oh nein, nicht das. Nein! Ich will nicht mit dir reden. Bist zwar herzig, aber nein. Jetzt habe ich genug Licht. Dann komme ich dem. Nein, ich lade die Quest. Macht die nicht. So. Vielleicht mache ich jetzt in diesem Stream meine komplette Levelroute.
das noch schauen. Moment, Gartenpulver. Hätte ich noch 4. Das lange für eine Tasche. Ich glaube, die hole ich nachher. Das ist dort hinten irgendwo. Ups, ja, einmal in den Stein laufen. Nice. So. Okay, gefangene Tasche, ich komme. Ich glaube, ich brauche 3 Gartenpulver dafür. Aber wo ist das schon wieder gesehen? Von da oben, glaub's. Genau, da ist sie. Ich glaube, jetzt habe ich nur ein einziges Gartenpulver. Und, Roseblood ist Level 9. Yay! Dann noch schnell das Rennen abgeben. Moment, hey. Oh, ich habe das da unten vergessen. Kann das sein? Das habe ich schon abgegeben, oder? Ja. Hä, wieso habe ich denn das vergessen? Hä? So, okay, weiter geht's. Gut, dann geht's auf zu den Druidenkuppeln und schauen, ob es dort etwas gibt zum Machen. Und mal schauen, ob da ein anderer magischer Ross gerade da ist. Aber wahrscheinlich doch. Yay! Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es nicht gerade da ist. Ist da nämlich in mich hinein. Auch gut. Und so. Training. Gibt's da. Oh, Geisterlicht sammeln. Jetzt gerade mehrere Wochen machen, die einigermaßen schnell gehen. Es gibt ein paar zusätzliche XP. So, und dann noch 2. Perfekt. Gut. Drin habe ich dann nämlich gerade nochmal eins gesehen und das dritte wäre der Blitz. Ich mache gerade alle 3. Wieso nicht? Es sind auch noch Zeiten, wo ich das noch machen musste. Jeden einzelnen Tag. Ist schon toll irgendwie. Oh, da siehst du den Sternenhimmel so gut. Oh, ist das schön. Das ist mir gar nicht wirklich aufgefallen. Ich habe da nie wirklich nach oben geschaut. Cool. So, hätten wir das jetzt dann auch. Und einen gemeinsamen Moment. Perfekt. Das sind wieder ein paar zusätzliche XP. Yay, es wird geschafft. So. Und dann noch, ich glaube, Präzisionsreite ist es gewesen. Genau. Machen wir das auch noch. Kleiner Fun Fact, das ist
meine allererste Aufgabe, die ich da je haben müssen machen. Ich weiß nicht, ob das allgemein so scripted ist oder ob das jeder so hat. Aber so genau musst du gar nicht sein. Ist mir mal aufgefallen. So, und dann noch in die andere Richtung. Ich bin da mal viel geübter drin, wo ich es noch gemacht habe. Ja, den Kurven schaffe ich so. Perfekt. Mal schauen, ob ich da so gut rundherum komme. Tipptopp. Und. Huch, es geht ja noch weiter. Und ich. Jetzt. Ah nein. Gut. Okay, dann geht es wieder zum Whale See. Dann wir dort ein bisschen weiter leveln. Huch, es hat schon wieder gelegt. Whale. Nein, nicht Village. See. So. Tipptopp. Und da wartet schon das Recyclingmaterial auf mich. So, Wildelse ist Springer. Das ist auch ein Rennen, das ich sehr lange nicht gemacht habe, weil du auch wieder irgendwie nur 10 Sekunden Zeit hast. Aber inzwischen kenne ich das Rennen relativ gut und ja. Doch, aufpassen, Roseblood. Ich will einfach von der Brücke runterlaufen. So. Am Ende gibt es auch so einen richtig fiesen Sprung, den du ab und zu einfach nicht schaffst. Weil das Ross einfach nicht springt. Und das ist dann ein bisschen unfair. So. Das andere. Durchlegt gerade der Stream, kann das sein? Na, ich kann ja da unten durch, aber was mache ich da? Einmal ins Hindernis laufen. Ups. Jetzt schon wieder selbstständig steuern.
Gut, und dann wäre das auch endlich gemacht. Dann hätten wir den Whale DLC. Ist eigentlich auch noch ein langes Rennen. So. Dann geht es zu dem da oben, zu dem Polebending-Rennen. So, da vorne wäre es schon. Gut. Schaffe ich doch eine gute Zeit. Hoffentlich. Dann kommen wir schon Roseblood. Und. Knapp an meiner Bestzeit. Das ist cool. So, und jetzt ab nach Firgrove. Stimmt, es sind ja 12. Oh nein. Schön ausweichen. Genau. So, und dann noch schnell die beiden Sachen sammeln. Die will ich noch. Gut. Ich weiss noch, bei meinem allerersten Stream habe ich da in Firgrove angefangen mit Leveln. Ich bin dort so nervös gsi. Es war so schlimm gsi. Also schlimm jetzt auch nicht, aber es war speziell gsi, sagen wir es so. Ah, das ist das Bonnie. Das sammle ich nachher noch ein. Mal schauen, ob ich es dann wieder finde. So, da bei diesem sumpfigen Pfad geht es rauf. Dann sollte es dort sein. Ich glaube, das hole ich nachher gerade schnell. Vielleicht finde ich unterwegs noch mehr Rösser. Das wäre natürlich Best Case. Gut. Also das sind... Oh, perfekt. Der Araber ist auch gerade da. Einmal Araber und dann ein Tick-Pony. Also mal schauen, ob ich das nochmal finde. Ah, das sumpfige Gebiet. Ups, wieso gehe ich da rauf? Ah, da vorne müsste es irgendwo sein. Genau, da ist es. Perfekt. Hallo? Ich würde gerne mit dem Pony interagieren. So. Okay, jetzt können wir die beiden da schön mal ein bisschen nachlaufen.
Und da ist eine Kiste. Oh, wie toll. So. Und jetzt geht's weiter mit dem Leveln. Genau das da. Wir sind halt schon herzig. Ups. So. Dann noch da durch. Hat's noch mehr Wölfe? Tipptopp. Dann geht's da über den Brug drüber. So. Dann geht's da über den Baumstamm drüber. Perfekt. Hoppala. Und da bei dem einen Sprung bin ich mal so krass in die Luft geschleudert worden, dass man dem echt schon abheben hätte können sagen. Und das war auch noch lustig. Und mein Lieblingsrennen. Juhui. Ich bin da schon irgendwie 10 Millionen Mal geritten. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ah ja, ich habe das in- und auswendig, aber mit geschlossenen Augen wieder, darum kann ich es leider noch nicht. So. Und dann noch die Abkürzung. Und dann geht es nachher eigentlich schon zu der Starshine Ranch. Und dann mal schauen, ob ich beim Western Camp noch irgendetwas mache, aber eigentlich habe ich es dort schon gesehen. Also ich habe jetzt eigentlich alles, was ich... Genau, oh mein Gott, Kürbis, habe ich voll vergessen. Habe ich die gestern gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Oh no. Genau, die muss ich noch machen. Die Rebellentruhe habe ich jetzt alle. Dort kann ich nicht denken, dass ich das schaffe. So. Und ab zu der Starshine Range, dann bringe ich noch schnell die beiden Rösser zurück. Und muss noch unbedingt Kürbis machen, sonst schaffe ich das nicht mehr. So, da wären wir schon. Okay, da hinten muss ich es gut abgeben. Dann mache ich schnell das mit Kürbis. Und ja, dann eigentlich weiterleveln nach dem. Vielleicht noch ein, zwei Aufgaben. Mal schauen. Also das jetzt auf jeden Fall. Lang das fürs Level ab. Das wäre natürlich ganz cool. Perfekt, Roseblatt ist schon Level 10. Nice. Nach knapp 2 Stunden Level 10 von Level 3, also 7 Level aufgestiegen. Das ist schon etwas.
So. Ein durstiges Maultier. Gut, einmal steht es da unten. Ja, super. Hä? Ah, da hinten bist du. Oh mein Gott, ich habe es erst gar nicht gesehen. Sag mir schon. Sag mal, die ganze Zeit rot heute. Schon wieder. Wenn es so weitergeht, brauche ich ja 10 Stunden. Schon. So. Hast gerade noch so geschafft. Oh, das ist schon cute. Ich soll es noch auf meinem alten Hauptaccount holen. Da die 4 Rösser. Nicht, dass die noch weg sind und ich es auf meinem anderen Account gar nicht habe. Gut, wird das auch gemacht. Und dann das dann noch. Okay, wo ist jetzt Sainte Muli? Wo ist das? Nach rechts. Okay. Und dann zeigt er noch irgendetwas oder ist er irgendwo dahinter? Wo ist das Muli? Okay, also ich glaube, sie sind immer irgendwo auf der Starshine Ranch. Da ist tipptopp. Ich bin gerade per Zufall dran vorbeigelaufen. Also geritten. Dann, wieso ritt ich da oben durch? Ich muss da oben. So. Wäre das auch gemacht. Und dann im Jasper. Okay, wo steht es da mal? Dort oben. Okay. Also, dann machen wir das doch einmal. Beruhige das Pferd. Es ist kein Pferd, es ist ein Maultier. Ups. Da bin ich jetzt ein bisschen zu schnell gewesen. Heute ist wirklich die ganze Zeit ein bisschen rot. Unglaublich. So, jetzt. Schaffe ich das noch? Ach, komm schon. Lauf, 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 lauf. Knapp. Gut, wäre das gemacht. Und jetzt geht es zurück zu den Kürbis. Wir sollten mal schauen, wo das andere Muli ist. Also das, wo da der Dünger geklaut hat. Okay, jetzt sagt mir sowas scheinbar gar nichts. Dann bin ich da wahrscheinlich komplett falsch. Nach links, okay. Nach rechts. Ist wieder nach links. Nach rechts. Dann ist vielleicht irgendwo nach links. Ja, was jetzt da? Rechts oder links? Okay, wo ist das? Ich schau mal da ein bisschen um. Weiß nicht. Nach rechts. Hä, der muss da hinten sein. Nach links? Hä? Hä? Ah, da. Oh mein Gott, ich sehe es. Okay, habe ich es geschafft.
So, ich hätte wieder komplett falsch, aus irgendeinem Grund. So wäre das auch erledigt. Dann noch die eine Daily mit den 10 Spieler XP wieder neu sammeln. Und die noch schnell machen. Wie viele Sommermarken habe ich eigentlich? 88 erst. Okay. So. Da gibt es nichts zum Machen. Tipptopp. Dann Lagerfeuer, Pferd und Picknickplatz. Okay. Muss ich da irgendetwas machen? Auch nicht. Dann da, uppala. Dann da hinten. Jetzt auch nichts am Machen. Und dann beim Lagerfeuer noch vorbeischauen. Da, okay, beim letzten gibt es etwas zu machen. Nice. So. Okay, zum Glück ist Holz da gerade in der Nähe. Dann wieder zurück. Und das da verräumen. Und so. Schön mit Westernmusik. Damit es so schön atmosphärisch ist. Ich könnte dann schnell die Quest abgeben. So. Und dann werde ich noch Hau das Schweinchen machen, oder wie das wieder heisst, die eine Quest. So stark wie, genau. Mal schauen, schaffe ich es first try? Nein. Der nächste Versuch. Nicht das. Ich kann das wollen. So stark wie Konrad. Ja, nein. Ich bin nicht gut in so Sachen, wo man timen muss. Immer noch nichts, sagen wir mal. Nächster Versuch. Ich glaube so nicht. Ich bin doch sonst nie so schlecht. Was soll denn das? Jetzt habe ich es geschafft. Perfekt. Sogar die Roseblood freut sich. Hui. So. Perfekt. Und dann, was gibt es da noch zum Machen? Okay, dann würde ich sagen, macht nur die beiden Rennen. Da die Steppläufer-Rennen. Die sind ja auch noch. Die gehören zu meiner Levelroute, aber irgendwie durchs Western Camp vergesse ich die irgendwie. Und so. Wieder voll die Western-Action. Jeha! Und so. Und dann gemeinsamen Moment. Vielleicht nicht so schlau, wenn man da so ein Rennen macht. Aber was soll's? Hauptsache es gibt XP. Okay, was auch immer das Huhn da wird machen. So. Dann da durch. Oder wäre es ein Abwehrspray, das kann ich dann noch einsammeln. Perfekt. Ich glaube, da auch ziemlich viel XP. Ups, nicht stehen bleiben aus Blatt. Komm. So. Dann da drüber. Genau. Jetzt schauen, ob ich da nochmal gut durchkomme. Perfekt. Der letzte Sprung. So. Okay. Und dann noch
Steppenläufer-Rodeo. Das hat auch einen richtig fiesen Sprung zum Teil. Aber da kommt erst da weiter vorne. Nämlich der da. Wenn man da vom Steppenläufer verwünscht wird, schafft man den Sprung da meistens nicht über den Zaun. Und das ist dann nur leicht nervig. So, hätten wir das auch bald geschafft. Das ist immer so ein bisschen tricky, weil da muss man irgendwie voll da durchreiten. Beim ersten Mal bin ich da ziemlich verwirrt gewesen, was Festering Camp da war. Gut, und jetzt ab zum Dinotal. Nächster Umgangslagerplatz, perfekt. So. Dann machen wir das Dinotal-Rennen noch. Es hat auch eine mega schöne Musik. Irgendwie. Okay, ist komisch, während dem Arbeiten oder so einfach Weihnachtsmusik zu hören. Ich bin so komisch und habe im August Weihnachtsstimmung. Wer kennt's nicht? Aber das habe ich irgendwie immer im August. Einfach so völlig random Weihnachtsstimmung. Ich weiss nicht, woher das die kommt. So. Gut, nachher geht es ab nach Südhof. Und dann. Also, es geht schon ein Ziel, bis ich mit der Levelroute fertig bin. So. Gut, und das wär's schon mit dem Dinotal. So. Okay, ab nach Südhof. Südhof, ich komme. Juhui. Südhof. Da. Ich liebe Südhof einfach. Es ist so schön. Und die Musik dazu ist auch mega toll. Gut, dann macht ihr da. Das ist jetzt auch so ein Rennen, das ich inzwischen mega gut kenne. Und genau weiss, was durchgeht. Ups, wenn ich den Sprung nicht verkacken würde. So. Dann geht es da nämlich rundum. Dann nochmal rundum. Und schon. So, perfekt. Und trotzdem irgendwie 2 Sekunden langsamer als sonst. Warte, zuerst kommt das da. So. Let's go, Roseblood!
Da gibt es auch so eine Quest, wo man irgendwie so ein Wettrennen machen muss. So zum, was ist es, irgendwie Austern? So, nein, nicht Austern. Irgendwelche Muscheln, glaube ich, musst du einsammeln, aber schneller als ein NPC. Und je nachdem ist es mega, mega knapp. Ich mag die Quest überhaupt nicht, aber ich habe die schon 5-mal gemacht oder so. Und ja. Aber ich habe sie jedes Mal geschafft. Zwar nicht immer First Try, aber ich habe sie geschafft. So wird das Rennen auch bald gemacht. Dann noch Springreiten. Und dann geht es ab zum Eissiedler. So. Ups, ja genau, den ersten Sprung nicht schaffen. Super, gut gemacht. So. Das sind schon mal tolle Voraussetzungen, wenn man den ersten Sprung nicht schafft. Gut. Dann. Ich habe das auch gemacht. Wieso läuft Pencil so schnell rückwärts? Ich meine. Wieso? Gut, also ab zum Eissiedler. Südhof ist einfach toll. Finde ich. So die grossen grünen Weiten. Okay, da vorne wäre es dann schon. Ich bin da schon ein paar Mal beim Eissiedler vorbeigeritten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. So. Irgendwie ist mir aufgefallen, am späteren Abend gibt es irgendwie keine Musik in der Saison. Irgendwie auch schade. So, dann da durch. Dann so. Dann so. Das Rennen habe ich auch mega lange nicht gemacht, weil es da irgendwo so eine eklige, unsichtbare Wand hat, die einem so richtig daran gehindert hat, um das Rennen zu machen. Aber irgendwie ist die jetzt weg und sie dort, dann mache ich es. Also das Rennen. So. Dann noch die da. Und hep.
Okay, dann wäre das Rennen auch geschafft. Dann wären wir mit Südufer eigentlich schon ganz durch. So, und so. Gut. Jetzt ab zu der Goldspurfarm. Okay, Goldspurfarm. Da. Okay. So. Aber ich muss noch schauen, wie lange das ich noch streame. Ja. Okay, gibt es gerade irgendein Thema über das, was man gerade reden könnte? Kommt gerade echt nicht in den Sinn. Gut, dann wäre das Rennen jetzt genau gemacht. Perfekt. Und dann noch das zweite. Okay. Irgendwie kommt mir jetzt ständig das Wort Baum in den Sinn. Ich weiß nicht wieso. Einfach Baum. Eine Zeit lang war Birke mein Lieblingsbaum gewesen und jetzt ist es Kirschblüte. Ich weiß nicht, wieso ich Birke damals so toll gefunden habe. Wahrscheinlich einfach, weil es ein bisschen anders war als andere Bäume. So mit den weißen Rinden und so. Und so, nachher kommt eins von meinen Hassrennen. Nach den beiden. Da bin ich dann gespannt, ob ich das First Try schaffe. So. Nämlich das Grüntal-Championat. Ich kann das überhaupt nicht. Was? Überhaupt nicht. So. Vor allem, dass die Morgana heisst, stört mich irgendwie ein bisschen. Meine eine Katze hat Morgana geheissen. Und sie ist jetzt nicht mehr da. Und ja. So, da schön ein bisschen langsam sein, weil sonst geht man da irgendwie runter. Wie gesagt, ich mag das Rennen überhaupt nicht. Fast runtergefallen. So. Denn der Sprung ist auch ziemlich eklig. Aber ich habe ihn geschafft. Perfekt. Und jetzt leckt es gerade ziemlich.
Dann ist da nochmal ein Sprung. Dann geht es da um die Ecke um. Dann hat es wieder vorne einen richtig fiesen Stein, wo man gerne mal reinläuft, weil ihm voll abbremst. Das hat mich, glaube ich, durchaus schon meine Bestzeit gekostet. Mich dort hinter dem Busch. Ja. Aber jetzt bin ich relativ gut durchgekommen. Aber weiter weg von meiner Bestzeit. So. Sag mal, wieso leckt das heute so? Das ist unglaublich. Okay, dann da unten gibt es auch noch ein Rennen. Das mache ich jetzt. Und schon wieder leckt. Ich habe so Angst, dass ich ein Netz habe. Das ist unglaublich. Und das da ist eigentlich auch noch ein ziemlich tolles Rennen. Also ich mache das gern. So, dann da drüber. Und nochmal da drüber. Und so, dann geht's da runter. Und dann wäre das Rennen auch wieder gemacht. So. Tipptopp. Dann geht's ab zu der Kuppelinsel. Und dann macht dort mal die paar Rennen. Ich glaube, es sind 3 Rennen, wenn mich nicht alles täuscht. Die beiden bei der, wie heißt sie, Lissy oder so. Und das, was da um die Kuppelinsel rundum geht. Das gibt es auch noch. Oder die heißt Joe? Lissy, genau. So, das wird das Rennen auch oder auch noch nicht gemacht. Keine Ahnung, wieso dass ich jetzt gedacht habe, dass das Rennen schon fertig ist. Meine Konzentration heute wieder ist, naja, könnte besser sein. Ups, und wieder der erste Sprung verkackt. Und ein Leg dazu noch. Läuft super heute. Und wieder eine Stange mitgenommen. Ich muss mal in der Roadmap schauen, was morgen eigentlich alles kommt. Ich glaube, morgen ist das Finale von dem mit der Kürbis. Und dann mal schauen, ob es da ein Haustier dazu gibt, weil ich habe eben gemeint, es gibt eins. Da. Gut.
Und ja, das möchte ich unbedingt. Und ich hoffe so sehr, dass ich das noch rechtzeitig schaffe mit diesen Quests. Und die Jute da will ich einsammeln. So. Macht mich jetzt auch relativ gut durch. Irgendwie. Wenn ich da mega oft muss abbremsen. Aber ich habe es geschafft. Yay. So. Okay. Muss schnell abgehen und weiter geht's. Und hat so ein Blumenfeld. Ich liebe so eine Blume. Genau, so ist es. Und wenn es nicht so wäre, dann ja. Gut, dann mache ich da die beiden Rennen, die da sind. Gut, und los geht's. Okay, einmal Black Screen. Das ist schon mega lange so, dass wenn das erste Mal am durchläuft, dass du einfach kurz Black Screen hast. Ich glaube, das liegt an der Esel-Quest. Wenn man die abgeschlossen hat, ist das irgendwie so ein Bug. Finde ich ganz komisch. Okay. Ich glaube, das Jump ist bald im Jorvikstall. Aber nope, ich hätte das nicht. Gut, dann wäre das auch bald gemacht. So. Dann noch das andere, der Jurwerkstall-Wettbewerb. Let's go. Das ist teils auch ein richtig fieser Sprung, weil so es da gern einmal nach links oder nach rechts geht. Und da muss man dann immer wieder mal dagegen steuern. Weil dort runterfallen ist fies. Okay. So, dann wäre das Rennen auch bald geschafft. Perfekt. So. Und Roseblood ist schon bald Level 11. Krass. Wo ich angefangen habe heute, ist sie ist nur Level 3 gewesen.
Eigentlich geht es heutzutage relativ schnell mit dem Leveln. Also man kann innerhalb von 3 Stunden sowas komplett ausleveln. Und das finde ich noch ziemlich beeindruckend. Ich habe es mal ausprobiert. Von Level 1 dann Zeit gestoppt bis Level 15. Und das ist irgendwie etwas um die 3 Stunden rum gewesen. Ups. So, dann geht es da um. Fast nur vergessen zum Springen. Nice. So. Das Rennen ist eigentlich noch ziemlich lang. Obwohl, jetzt geht es schon wieder retour. Da zu der grossen Kuppel. Und ich habe es geschafft. Yay. Der geht 5 Sekunden länger als sonst. Gut. Und dann noch... So, komm, das da. Ja genau, wieder mal den ersten Sprung verkackt. Echt gut gemacht. Wie schaffe ich das die ganze Zeit? Immer der erste Sprung. Oder meistens der erste Sprung. Es ist unglaublich. Ups. Und wieder mal einen Sprung verkackt. Die Musik bei dem Rennen ist auch noch mega toll. Also mir gefällt sie. So, dann geht es wieder zu den vergessenen Feldern. Das wären jetzt die Rennen da beim Jurwerkstall gewesen. Nein. Das habe ich schon gemacht. So. Also vergessene Felder, here I come. So, die vergessenen. Ups. Da. Okay. Dann macht da das Rennen bitte Ellie. Also das eine Findpferd. Und den Mittelalterplatz. Da ist sie gerade. Ellie, bleibst da. Perfekt. Und die Musik bei dem Rennen finde ich auch mega toll. Es klingt ein bisschen nach Südhof, finde ich. Und eben wie gesagt, ich liebe Südhof. Wir haben einen gemeinsamen Moment. Aber der kann noch warten. Nein! Der Moment, wenn es flach wichtiger ist als der Sprung. So, komm. Ja, perfekt. Schaffe ich das noch? Lauf, Roseblood, lauf!
Ja, perfekt. Ups. Dann da ist auch so ein random Auto. Frag mich nicht, wie das da noch kommt. Gut. Dann da durch schön ausweichen. Genau. Und so. Und hep, da springe ich jedes Mal, weil das Ross bleibt da sehr, sehr gerne einfach mal stehen. Zumindest im Hang. Und das ist dann auch wieder nur leicht nervig. So, wird das auch gemacht. Wie viel XP gibt es jetzt? Solange das für ein Level ab? Oh, ich hoffe es. Ja, perfekt. Roseblood ist Level 11. Wuhu! Jetzt kann ich den gemeinsamen Moment einlösen. Es gibt ein bisschen mehr XP als vorher. Gut, und ab zum Mittelalterplatz. So, da hat es nämlich auch 2 Rennen, die ich machen kann. So. Also die Rennen mag ich eigentlich auch, wenn es nicht so lang wären. Aber sonst finde ich es ziemlich toll. So. Ländischen Lebenswächter oder wie die Bäume schon wieder heißen. Da gibt es eigentlich auch noch coole Quests dazu. Ich glaube sogar eine Story-Quest. So. Dann. Ja. Ah, die Rennen sind einfach viel zu lang, finde ich. Da bist du nicht gefühlt eine Stunde dran an einem Rennen und das dann noch zweimal. Also es gibt es so nur rückwärts. So. Und das Ganze noch einmal. So, let's go aus Blatt. Huch. Nein, was wird das? Roseblatt. Komm schon, lauf. Lauf. Gut.
So, dann drüber. Und dann da drüber. Ja, einfach so bald wieder die Sonne ist. Das ist unglaublich. Oh, schon 2,5 Stunden streame ich. Und hopp. Und dann wäre das Rennen eigentlich auch jetzt dann fertig. So. Dann gebe ich die beiden Rennen schnell ab. Zeige, grüßte Abenteurerin. So, und so. Perfekt, jetzt geht's ab nach Dandal. Dandal. Da. Gut, dann mache ich da die Arbeitsreitweise an. Und das sind Springreiten. So, einmal den Brug drüber. Und dann ist da vorne schon. Tipptopp. Gut, einmal die Arbeitsreitweise und danach noch die andere. Ja, es geht da durch. Aha. Ich bin ja auch so lange nicht mehr geritten irgendwie. Also vor allem eine Zeit lang hat es mich, wenn ich einfach keine Motivation gehabt, um meine ganze Levelroute zu machen. Und dann habe ich meistens einfach nur bis zum Mittelalterplatz gemacht und dann einfach nicht weiter. So. Und das wäre es schon gewesen. Perfekt. Obwohl meine Ausrüstung jetzt nicht gerade die beste ist, bin ich eigentlich relativ schnell unterwegs. Das finde ich toll. So. Nein! Ja, super, jetzt bin ich da in die Wand gelaufen. So. Und weiter geht es, als ob nichts passiert wäre. Gut, wäre das jetzt auch gemacht. Jetzt haben wir dann nur noch Springreiten. Ich finde den Sternenhimmel da so schön in diesem Spiel. Ah, und in der Ferne sehe ich Südhof. Oh, ist das schön. So, dann geht es da um. Was schon gesehen? Nice. Ja, ich glaube, ich bin so im Durchschnitt etwa 3 Sekunden langsamer als sonst. Aber das stört mich jetzt eigentlich nicht. Gut, und jetzt geht es wieder Jorvik Rangers.
Da sind wir jetzt auch ein Zeitchen unterwegs, bis wir dort sind. Beim Winter-Event, also wenn es Schnee hat, kannst du da richtig gut abkürzen, indem du einfach da drüber laufst, über den gefrorenen See. Normalerweise kannst du das ja nicht machen. Aber eben, wenn es da gefroren ist, ist das easy möglich. Ja, ja. Ich finde die Gegend auch noch schön. Hat irgendwie etwas. So, da vorne wären wir schon. So. Dornenklammerinnen. Okay. Und hep. Wie oft sage ich in dem Stream und hep? Hat es jemand erzählt? So. So, der Lei und dann da durch. Da steht einfach eine random Laterne am Boden. Ja, wieso nicht? Dann geht es einmal scharf um die Ecke rum. Und jetzt geht es wieder zurück. Tipptopp. Und das Rennen wäre jetzt geschafft. Perfekt. Dann noch südliches Nebelfall Waldrennen. Genau so heisst es. Ups. So, genau. Gut, dann da durch. Und dann da. Aber das, was auch gerne mal selbstständig wird. Also was die Steuerung anbelangt. Gut, und dann geht es eigentlich schon wieder nach Redwood Point. Richtig reden müssen wir auch noch können. Aber da reite ich immer immer ran, weil es ist halt schon eine ziemlich schöne Strecke. Und die Musik ist auch mega schön dazu. Also ja. Spricht eigentlich nichts dagegen, da durchzureiten. Und einfach mal die schöne Atmosphäre geniessen. Hoppala. Zu früh abgesprungen wieder einmal.
Okay, dann wären wir jetzt schon da. Und dann macht noch die beiden Rennen, was es da gibt. Also neben dem Orientierungsritt mache ich generell nicht. Seit ich herausgefunden habe, dass du ein Zeitlimit hast. Ich habe immer gemeint, man hat unendlich viel Zeit, um all die Checkpoints zu suchen. Aber das... Ups. Wieso nehme ich denn genau den an? Ich will das da machen. So. Genau. Und los geht's. Das Rennen ist auch nicht so einfach. Aber es ist auf jeden Fall machbar. So, dann geht's... Ups. Nein! Oh, ich habe es geschafft. Gut, dann geht's da durch. Dann da irgendwie. Irgendwo. Huch! Ja, einmal abgehoben. Nice. Nein, 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 nein. Was wird das? So. Dann einmal da durch. So, dann da durch. Dann, ups, genau, da geht es rechts durch. Beim ersten Baum geht es links durch und beim zweiten rechts. Das habe ich mir irgendwie so gemerkt. Aber irgendwann habe ich das wieder vergessen. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil ich das Rennen einfach selten geritten bin. So, dann hätten wir das jetzt dann auch. Perfekt. Und dann Springritt Challenge ist die nächste. So. Da kommt man teils auch relativ gut durch. Und das Gute ist, wenn man da keine Stange mitnimmt. Das schaffe ich auch nicht jedes Mal. So. Perfekt. Gut. Und jetzt geht es eigentlich schon zu meinem letzten Rennen auf meiner Levelroute. Das wäre das Montsicheldorf. Genau. Aber vielleicht mache ich noch das New Hillcrest Rennen. Mal schauen. Aber zuerst Montsicheldorf, damit ich da nichts durcheinander bringe bei meiner Route. So. Okay. So. Okay, da bin ich früher auch immer falsch geritten. Es geht ja da rechts durch zum Rennen und ich bin etwa die links abgebogen. Dann konnte ich alles wieder retourreiten, bis ich es dann realisiert habe. So. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich heute noch meine komplette Levelroute mache. Aber ich habe es... Ich bin gerade dran. Nachher mache ich noch die vereinzelten Rennen. Die da nicht in meiner Route sind. Da muss ich nachher noch hin. Wegen der Archäologie, die ich da noch nicht gemacht habe. Mal schauen, was das Schönes gibt. Und voilà. Das ist auch ein fieser Sprung. Dann habe ich schon etwa die nicht geschafft. Okay, jetzt dann ist eigentlich meine Levelroute fertig. Aber eben wie gesagt, ich mache noch ein paar vereinzelte Rennen. Nachher habe ich irgendwie echt nicht mehr zum Leveln. Dann mal schauen.
Perfekt. Also, warte schnell, die Archäologie-Dings da, wo ist das gsi? Mal schauen, ob ich das wieder finde. Nein, das ist nicht aktiv. Wo ist das jetzt gsi? Ich sollte mich echt mal daran ansetzen für die Archäologie, um das mal zu machen. Da hinten! Oh, ich habe es gefunden. Perfekt. Ich glaube, es war das gsi. Dann mache ich das noch. Oh, wow, irgendwas Unerwartetes. Was ist denn das? Scharfes Glasstück. Ui. Okay, dann New Hillcrest. Ich werde nämlich das Rennen noch machen. Ich glaube, ich nehme das schnell den Transporter. Ich bin einfach zu faul, um dort reiten. Wer kennt es nicht? So. Also New Hillcrest, das. Und dann mal schauen, was nachher noch offen ist. So, das Welldale Jumpy. New Hillcrest. Wo bist du? Da. Okay, mal schauen, ob ich das Rennen First Try schaffe. Und einen gemeinsamen Moment. So, das Rennen da meine ich. Ich bin nicht gut in dem. Und ich mag es überhaupt nicht, aber ich mache es jetzt einfach nur, weil es halt noch offen ist. Und so. Das hat mir wirklich nur 9 Sekunden. Was bei den meisten Abständen da jetzt nicht so ein grosses Problem ist. Aber sobald du den Sprung nicht schaffst, ist es schon gewesen. Und weil das Rennen irgendwie über 2 Minuten geht und wenn du am Ende einen Sprung verkackst, dann kannst du die ganzen 2 Minuten nochmal machen. Genau so. Komm schon, Roseblood, lauf, 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 lauf. So. Oh, da geht es nach Pandoria. Nice. Wieso muss das Rennen so lang sein? Ich mag lange Rennen nicht. Und das Rennen da mit den Isländern habe ich echt noch nie gemacht. Und ich bin bald Level 24 und bin das Rennen echt noch nie geritten. So, dann einmal da drüber. Dann geht es da oben durch, hä? Ja, sieht so aus. Obwohl, es geht eigentlich von der Schwierigkeit her. Ich habe bis jetzt einfach nicht so gute Erfahrung mit dem Rennen gemacht, weil ich es Rennen mal 3 Mal hintereinander müssen wiederholen. Und da sind wir kurz vor Schluss. Also kurz vor Abschluss vom Rennen habe ich es immer verkackt und dann habe ich es irgendwie 3 Mal nochmal müssen machen. Aber jetzt bin ich da relativ gut durchgekommen mit First Try. Hätte ich auch nicht gedacht. So, Deep Dog. Okay. Habe ich vorher noch etwas machen oder nicht? Was ist denn da noch offen? Das Hasenrennen könnte ich noch machen. Dann, ja, ich würde sagen, das Hasenrennen machen, als wäre es Tiefsfarm.
Gut. Steve. Ups. Steve. Nein, komm jetzt. Nein, sag mal, was soll das? Jetzt lange es aber da. Steves Farm. Oh, ich habe es geschafft. Okay, das Hasenrennen, wo ist das? Ist das dort hinten? Nicht, ich kann zu dem Transporter da können. Okay. Let's go. Ja genau, das dort hinten ist perfekt. Das bin ich auch so lange nicht mehr geritten. Mal schauen, ob ich das ankriege. Da. Ach, kommt an, ihr Häsli. Ja, super, schön ausgewichen. Okay, dann ist da vorne noch. Das sind noch ein paar. Dann da hinten hat es noch einen. Schaffe ich den? Ja, perfekt. Ich glaube, du musst 12 oder so einsammeln. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich mache das Rennen viel zu selten, damit ich so etwas weiss. Ja, genau, es sind 12 Häsli. Tipptopp. So. Ich bin so kurz vor meiner Bestzeit gewesen. Was soll denn das? Ja, nein. Gut, dann kann ich eigentlich da mal schauen, rennen, was da noch... Orientierungsritter, Geschenke der Natur sammeln, Dressurreiten, Watschrennen. Genau, das könnte ich noch machen. Starshine Range Rennen, also vom Event, kann ich eigentlich gerade den Transporter nehmen. Starshine Range. Okay. Gut. Dann geht es irgendwo dahinter. Ich muss schnell schauen, wo die sind. Da, etwa. Die sind einfach irgendwo im Nirgendwo. Und das Gold da könnte ich eigentlich gar noch mitnehmen. Mal schauen, ich bin nicht immer gut in dem. Aber ich habe es gerade geschafft. Perfekt. So, dann noch alles schön einsammeln. So. Perfekt, und weiter geht's. Jetzt noch mehr. Nein, das lande ich jetzt. Ich will das Rennen machen. So, das sind schon. Gut, einmal das da, was ein bisschen länger dauert. Die Rennen sind auch nur leicht nervig, aber nur mal leicht. So ein bisschen. Nein, die sind extrem nervig mit dem Matsch und alles. Aber jetzt gehört halt dazu. Da ist ein Ross. Warte schnell, das will ich schnell markieren. Da etwa. Gut. So. Und hip. Und schon wieder nichts gesagt. Und hip. Wieso sage ich das so oft? Dann geht es einmal da durch. Nein, wieso verfolgt mich der im Rennen? Was soll das? Hallo, Bär, lass mich bitte in Ruhe. So. Als ob jetzt werde ich von 3 Bären verfolgt. Nice.
Hoffentlich holen die mich nicht ein, das wäre ein bisschen doof. Obwohl ich über 90 Abwehrsprays habe. Keine Ahnung, wie ich zu denen gekommen bin. Ja, reite einmal gegen den Baum, das tut dir schön gut. So. Also, ja, super. Immerhin war das der letzte Berg. Gut, dann noch einmal das hier. Nachher. Na, warte, was mache ich? Es geht da durch. Komm, das Blatt. Ja, da muss ich nachher noch das eine Rosco holen, wo dort steht. So. Das muss noch mitnehmen. Perfekt. Dann hoffe ich, dass ich da durchkomme. Genau. Gut, und das wäre es jetzt auch wieder mit dem Rennen. Jetzt dann. Wenn ich das da würde schaffen. Wenn ich das ganz am Ende noch versau, bin ich mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. So. Wow. Egal, ich habe es geschafft. Das ist schon mal gut. Lodeli. Wäre das gemacht und das wäre jetzt auch gemacht. Dann hole ich nur das eine Paint dahinter. Ups, nicht zum Wolf. Wo ist das? Irgendwo da ist das Paint. Da ist es, perfekt. So, du kommst einmal mit. Jetzt wieder ab zu der Starshine Range, das schnell abgehen. So. Okay, da wären wir schon. Irgendwie ein bisschen komisch reiten. Genau, das habe ich noch nicht gemacht. Ah, das habe ich voll vergessen. Das Gold eintauschen. So, und sein Trosko abgeben. Genau. So, dann wäre ich jetzt bei 3 Rösser. Ja, einmal. Da hat es mit die Stange rein. Nice. Okay. Ach, kommst wegen 8 XP. Ja, nein. Okay, vielleicht finde ich auch noch irgendwas Tier oder so. Ist da irgendwo etwas? Okay, ich tue jetzt doch schon bald 3 Stunden streamen. Oh, ich kann Level up. Und da wäre ein Esel, der kommt dann schnell mit. Gut, Crossplot ist Level 12. Nice. Ja, und dann würde ich sagen, dass ich den Stream langsam aber sicher mal beende. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Crossplot Level 11 erreicht. Genau. Dann wäre es für heute. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen und so. Und ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon wieder 3 Stunden streame. Genau. Dann würde ich sagen, macht's gut. Und hoffentlich sehen wir uns oder hören wir uns wieder. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Macht's gut. Und ja,